Welkom voor het nächste video. God heeft een bijzondere thema vandaag voor die en ik freue mich dat je erbij bent. So, mijn naam is Gabrielle Kroon. En het thema vandaag is 3 in 1. God als Voda, de Zoon Jezus Christus en de Heilja Jeist. Wat doen al deze 3 taub? Wer sind sie wirklich? Hast du al veel über dat nu gedacht? Wat is God? Wo kann der ons Vater sein? Wer ist Jesus Christus? Was hat er wirklich gedaan? En wat is de Heilja Jeist? Wat is dem seine Abgabe? En ik mocht ihn mit nennen. Wer sind diese 3 alle taub? En wat sind sie jeder einzeln? So, das wird nicht bloß ein Video sein. Ich will die nächsten Videos noch einzeln nennen gehen, aber von dem möchte ich für jeden Einzelnen ein Bibelvers nennen bringen, dort wir ganz klar weiten, dort jefte alle 3. Das ist ein von den wichtigsten Punkten. Und vielen denken wir, okay, dort jeft Gott, der ist vielleicht weit auf, oder ich glaube an einen großen Gott, der hat die Welt gemerkt, aber kann wir den wirklich als Vater? Ist Gott den Vater? Ist Jesus wirklich Jesus Christus ans Rader? Ist es wirklich der Sohn Gottes? Und was hat der Heilja Jeist für ein Part in mein Leben? Gott als Vater ist der Erste. Gott, der will den Vater sein. Und das gibt ein Bibelvers in Johanes 1, Vers 18. Keiner hat Gott jemals gesehen, aber seinen einzigen Sohn, der Gott ist und ganz dicht beim Vater ist, der hat uns alles von ihm verteilt. Jesus ist der Sohn, das heißt Gott ist der Vater. So, und wenn wir im Glauben sind, dann sind wir Kinder Gottes, das heißt so viel, dass Gott ist dein Vater, Gott ist mein Vater. Das ist nicht ein fleischlicher Vater, der Fehler merken kann. Alle fleischliche Vater, alle fleischliche Eltern merken Fehler, aber Gott ist der aufrichtigste Gott und der ist dein Vater. Der ist ein Vater voll Liebe. Und Gott, der herrscht als Vater im Himmel. So, selbst wenn wir Gott noch nicht mit unserer Ehe gesehen haben, der ist hier. Der ist dich bei, wenn Jesus hat von dem verteilt, Jesus hat dem bewiesen. Und das ist dein Vater und mein Vater. Wenn wir Jesus im Hort haben, wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist das uns Vater. Und der nächste Punkt ist Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wird Mensch. Und wohnt mang uns. Und wir sagen, wo herrlich wir, eine Herrlichkeit, so aus ein Vater seinen einzigen Sohn dort gibt, voll von Genut und Wahrheit. So Gott, der schickt seinen Sohn nur ihr, so als Mensch, fleischlich, mit Gefühlen so als wie. Mensch so als du und ich, und der wird Kreuz angenäht und der starb für unsere Schuld. Die ganze Geschichte kennen wir, aber das Kartup geführt, was Jesus wirklich als Person wäre, was Jesus ist. Und da hängt ein Trägen um Vater, und er ist wahrer bei Gott. Er ist wahrer im Himmel bei Gott und rechte sieht. Das was Jesus ist. Und das dritte ist der Heilja Jeist, der ist hier mit uns. Als Jesus verloren, der Trägen um Vater, dann sagt er, ich schicke euch einen Tröster. In Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich werde den Vater fragen, und der wird euch einen anderen Tröster geben, der ewig bei euch bleiben wird. Das ist der Jeist, der Wahrheit ist. Das ist der Heilja Jeist, der in uns wohnt, der bei uns ist, der uns die Konnexion gibt, der uns die Connection gibt, der uns einfach verbindet mit Gott, Jesus und der Heilja Jeist. Die sind alle drei eins. Und durch den Heiligen Geist kann Jesus und Gott durch uns wirken. Durch den Heiligen Geist können wir Gott wirklich als Vater kennenlernen, wenn der Heilige Geist ist eins mit Gottes Vater und mit Jesus. Der kann uns zu uns reden, der kann uns lehren, der ist uns Tröster und der wird uns Rat geben. So jeder Einzelne hat seine Abgabe und von dem ist das wichtig, dass wir anerkennen, dass die 3. Das die 3 und von dem will ich dich fragen, hast du jemals daran geglaubt, dass die alle 3 gibt? Du kannst eine Beziehung haben, du kannst eine Verbindung haben mit den 3. Du kannst nur Jesus beten aus den Radar, du kannst nur Gott aus den Leben Vater reden mit dem Vertrauen. Und den Heiligen Geist einfach fragen, hey, wirst mir helfen? Und der hilft dir. Der ist der Jan, der uns leiten, der uns ankneckt, der nur dort, wo Gott wirklich ist. Und von der will ich dich fragen, wirst du mit mir beten, um nie einen Anfang zu merken.
Vader, ik zei die Dankeschön, du bist mein Gott als Vater. Jesus, ich möchte die Dankeschön sein, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du meine Sünden abgenommen hast, dass ich durch dich ein Kind Gottes werden kann. Und von dir möchte ich die Entscheidung nehmen, Heilja Jeist, ich lade dich an in mein Hart, dass du mich leiden musst, dass du mich wissen musst, wo kann ich leben, mein tägliches Leben mit Gott als Vater, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Jeist. Und Vater, ich sage dir Dankeschön für deine große Liebe in Jesus sein Namen. Und lieber Torcha, wann du Frauen hast, du kannst mir sehr wohl schreiben, ich will die segnen, mit Gottes Segen, und mag Gott die leiden, mag der Heilige Geist die fällen, und die leiden, den täglichen Tag zu leben. Ich wünsche dir Gottes Segen.